vor dem Finale. Die Zuschauer sind begeistert, bestens eingestimmt. Die Trainer haben ihre Mannschaften perfekt eingestellt. Die Spieler sind hoch motiviert. Und ich denke, Sebastian, dass möglicherweise heute die Stürmer diese Partie entscheiden. Ja, ganz sicherlich. Also das Spiel wird von der Offensive geprägt werden und von der Taktik. Ich weiß nicht, wie viel Risiko die Spieler dann letztendlich gehen werden in diesem Finale. Wir werden es abwarten und freuen uns. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Oh, da hätte er sich über eine andere Kartenfarbe nicht beklagen können. Gelb, jetzt muss er aufpassen. Das Spiel dauert noch ziemlich lange. Und daraus könnte sich was entwickeln. Kann er die Möglichkeit nutzen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, wer den Gegner so im Zweikampf trifft, darf sich über Gelb nicht beklagen. So, da steht der Nächste und holt sich eine gelbe Karte ab. Also ich bin mal gespannt, wie viel es heute davon geben wird. Und schon wieder eine tolle Parade des Keepers. Das ist wichtig für den Torhüter. Die erste Aktion gelungen. Das gibt viel Selbstvertrauen. Ja, und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Eine bessere Möglichkeit wird er heute nicht mehr bekommen. Immerhin, sie haben einen Eckball herausgeholt. So, das ist jetzt für den Angriff eine gute Ausgangsposition. Klasse Pass. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Er könnte flanken. Der Ball ist im Tor aus und damit Abstoß. Super gemacht. Also, dass er den noch rausgeholt hat. So, und damit sind sie wieder in Ballbesitz. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Weg mit dem Ball. Klasse Stellungsspiel. Ja, klasse, direkt umgesetzt, das Passspiel und dann auf den freien Mann. Und genauso wollen sie den Keeper sehen. Reaktionsschnell ist er da und wehrt ab. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Richtige Entscheidung. Ja, klasse Kontermöglichkeit jetzt. Aber ein ganz schlechter Flankenball. Oh, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. Achtung, genau in den Lauf.
klug gespielt. Ja, so gibt es überhaupt kein Durchkommen für den gegnerischen Angreifer. So, der Ball ist draußen, gibt Eckball. Ah, der sitzt! Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Und der Trainer hat noch gewarnt. Passt auf bei Standardsituationen. Und dann dieser Eckball. Und jetzt ist doch noch ein Tor gefallen in dieser ersten Hälfte. Und das verteilt natürlich jetzt die Karten anders in Bezug auf die zweite Halbzeit. Und aus diesem langen Ball könnte sich eine gefährliche Situation ergeben. Ah, das war mutig, wie sich der Abwehrspieler da in diesen Schuss wirft. Ja, und mit so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln. Ja, die Abwehr steht klasse, souverän. So, Schiedsrichter pfeift die erste Hälfte ab, Spielstand 1:0. Ja, wenn man so gleich auf ist wie in den ersten 45 Minuten und sich das fortsetzt, dann muss vielleicht tatsächlich eine Einzelaktion entscheiden im zweiten Durchgang von einem Stürmer. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Ja, und mit breiter Brust kommt er da an den Ball. Ganz sicher geklärt. Ja, und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Ja, schönes Zuspiel jetzt. Ja, klasse Zuspiel. Und die Abwehr steht wie eine Eins. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Ja, ich weiß gar nicht, warum der Spieler hier meckert. Das war eine ganz klare gelbe Karte und die gibt's auch. Foul, ganz klar, richtige Entscheidung des Schiedsrichters, gelb. Ja, da steht er völlig frei. Unglaublich, wie gut die da hinten stehen. Perfekte Disziplin, perfekte Organisation. Ich glaube, da war keiner mehr dran. Abstoß. Da gucken Sie mal, das war ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. So, jetzt heißt, das war beim letzten Augenblick, dass er da irgendwie mit den Fingerspitzen noch hinkommt, der Torhüter. Da müssen wir den Stürmer kritisieren und den Torhüter loben. Also wie er den noch hält, Weltklasse. Ich kann von hier oben sehen, dass sich noch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Und ja, den hätte er vielleicht auch fangen können, aber er geht auf Nummer sicher. Wählt lieber die Faustabwehr. Jetzt müsste er flanken, Anspielstationen sind da.
klasse Zweikampfverhalten, genau richtig getimt und schon ist der Ball da. Ein Weltklasse-Pass. Riesenmöglichkeit. Er trifft den Pfosten. Ja, die Spieler rücken in den Strafraum auf. Es gibt Eckball. Er trifft. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Das war schon komfortable Führung für Inter Mailand. Das muss man ihnen lassen. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Wenn den keiner will, dann nehme ich mir eben den Ball. Die Abwehr lässt bisher überhaupt keine Chance für die Stürmer zu. Kompliment. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. So, und jetzt läuft das Spiel wieder komplett in die andere Richtung. Schöner Spielzug. Klasse Reflex des Torhüters. Gut gemacht vom Keeper. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Tja, wenn sie es der Verteidigung so leicht machen. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Das Kopfballspiel, das hat er drauf, ohne Frage. Ja, ein schöner Pass. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Und der Schiedsrichter greift in die Tasche und gelb. Oh, die Spieler gehen hier ganz schön hart zur Sache. Auch diese Karte völlig in Ordnung. Der Trainer wechselt aus. Und jetzt drängen sie nach vorne. Und Achtung, aufgepasst, Pfosten, der Ball ist noch heiß. Ja, und es gab ja die eine oder andere Unterbrechung in dieser Partie, deswegen 3 Minuten Nachspielzeit. Ja, Zuschauer fordern eine gelbe Karte nach diesem Zweikampf. Ich kann sie verstehen. Ja, auf beiden Seiten jeweils eine Auswechslung. Ja, der Ball prallt von der Mauer ab. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. So, das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter pfeift die Partie ab und sie haben gewonnen. Und das ist natürlich das, worauf die Fans gewartet haben. Und der Jubel kennt überhaupt keine Grenzen mehr.